Geliebte Schwestern und Freunde, an diesem Tag des Herrn, ja, an dem 4. Mai 2025, machen wir jetzt die Predigt jetzt. Und ich gebe euch die einzuleiten. Predigtserie ist immer noch, oder heißt immer noch, die Enthüllung der Herrlichkeiten der 4 Paradiese Gottes. Titel in dieser Reihenfolge von Predigt Nummer 55, der Vorläufer Teil 45. Heute dann. Der Vorläufer Teil 45. Hauptbibelstelle. Wir haben 2 Hauptbibelstellen für heute. Immer noch, weil wir immer noch über Christus als der himmlische Bräutigam und seine geistliche Braut predigen wir wieder über das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Erste Hauptbibelstelle ist deswegen immer noch Matthäus Kapitel 25, Verse 1 bis 13. Nochmals, Matthäus 25, Verse 1 bis 13. Und dies zusammen mit Epheser als zweite Hauptstelle ergänzend bezüglich dieses Gleichnisses. Die verschiedenen Bedeutungen dieses Gleichnisses ist Epheser Kapitel 1, Verse 1 bis 23. Nochmals, Epheser Kapitel 1, Verse 1 bis 23. Ich werde euch zuerst wieder das Gleichnis von den 10 Jungfrauen vorlesen, zur Erfrischung von unseren Gedanken. Matthäus 25, Vers 1 bis 13, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Ich lese ab Vers 1. Und dieses Gleichnis hat der Herr Jesus seine Jüngern erzählt, als er auf die Erde war, bevor er ans Kreuz gegangen ist, letzten Endes, und zum Himmel aufgefahren ist. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihre Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Vers 8. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlösen. Vers 9. Aber die Klugen antworteten und sprachen: Nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Vers 10. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tu uns auf. Vers 12. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Vers 13. Darum wacht, denn ihr wisst nicht weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Dann, jetzt, Epheser Kapitel 1, Vers 1 bis 13, Epheser Kapitel 1, Vers 1 bis 23, wie schon gesagt. Und hier habe ich auch eine Art von Überschrift oder Betitelung. Folgendes ist
heißt folgendermaßen: Ermutigungen und Anspornungen vom höchsten Himmel herab, wodurch alle echte Jungfrauen durch Christus bereit gemacht werden für seine Wiederkunft. Ich wiederhole es. Ermutigungen und Anspornungen vom höchsten Himmel herab, wodurch alle echte Jungfrauen durch Christus bereit gemacht werden für seine Wiederkunft. Ihr werdet merken, es gibt verschiedene Unterschiede zwischen diese zwei Stellen. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen ist aufgeschrieben worden oder erzählt worden, bevor Jesus Christus aufs Kreuz gegangen ist. Epheser 1, Vers 1 bis 23 ist durch Paulus erfahren und aufgeschrieben und nach Pfingsten, nachdem der Herr Jesus zum Himmel aufgefahren ist und jetzt befindet er sich hinter dem himmlischen Vorhang und muss von dort zu helfen. So, es geht über Ermutigungen und Anspornungen, die trotz der Tatsache, dass hier in dieser Stelle Epheser 1, Vers 1 bis 23, nicht nur einmal, sogar einmal geredet wird über Jesu Christi Braut. Es ist trotzdem, nichtsdestotrotz ist es wahr, dass die Realitäten, die wir in dieser Stelle finden, auch für alle, die zu geistlichen Braut Jesu Christi gehören, ganz gültig sind. Hier werden wir geistliche Schätze, geistliche Juwelen entdecken, wodurch wir angespornt werden würden. Lass uns dafür eintreten, um ganz motiviert zu werden. Und nachdem wir möglicherweise einigermaßen mutlos geworden sind und unsere Gedanken von dem endgültigen Ziel und Zweck Gottes abgelenkt worden sind, durch allerlei Ablenkungen, ja, lasst der Heilige Geist dies heute als Geist des Christus wieder aufs Neue wiederherstellen, damit wir wie so begeistert, so motiviert, so eifrig sein werden, um bereit zu sein zu können, bei Jesu Christi Wiederkunft, bei seinem zweiten Kommen, um ihm zur richtigen Sekunde zu begegnen. Es gibt viele solche Tatsachen hier, die dazu dienen. Und dies ist kostbar, aber ich werde euch, was Epheser Kapitel 1 betrifft, nur zuerst die Versen 1 bis 13 vorlesen und dann die Verse 20 bis 23. Zuerst Epheser 1, die Versen 1 bis 14. Paulus schrieb diese Gemeinde in Epheser nach Pfingsten folgendes: Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nach seiner Begrüßung fing er an. Und womit fing er an? Er fing an, um Gott, dem Vater, zu preisen. Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Vers 4. Wer uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Vers 6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten Christus, ja.
ist gemeint. Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Vers 8, der uns überströmend widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Vers 9, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung, zuerst nur so weit, und dann auch die anderen Versen überschlage ich, dann komme ich jetzt zu Vers 6, Vers 15. Nein, okay, lass ich doch weiterlesen. Vers 9, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Verse 11 bis 14, wozu ich jetzt komme, sind die wichtigsten, die meist entscheidenden Versen für heute. Vers 11, in ihm, das heißt in Christus, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf dem Christus gehofft haben. Dann Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ja, versiegelt seid ihr geworden mit dem Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist der Verheißung steht hier geschrieben, dann Vers 14, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Und dann letzten Endes, Verse 19 bis 23, dafür hat Paulus Fürbitte gemacht für die Epheser, Tag und über, Nacht über. Was auch die überwältigende Größe Gottes oder seine Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Vers 20. Die hat Gott wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, auch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und uns ihm als Haupt über alles der Gemeinde gegeben oder geschenkt. Komma, dann Vers 23, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Okay, wir fangen an mit der Auslegung. Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Paulus fing nach Pfingsten an mit Gott dem Vater, weil der Vater steckte hinter allem. Er hat seinen Ratschluss von aller Ewigkeit her gehabt. Er hat seinen Sohn gesagt, Sohn, meine ewige Liebe. Die Leute werden, nachdem wir ihnen geschaffen haben, werden Adam und Eva, die ersten zwei Menschen, das erste Ehepaar, werden sündigen. Eva wird auf dem Satan hören, Adam wird seine Frau gefallen, sie werden nicht auf unsere Warnung hören. An dem Tag, wenn ihr essen werdet von dem
Früchte, diesen Baum in der Mitte des Gartens, werdet ihr gewisslich sterben. Sie hatten nicht auf Gott gehört. Und sie sind, nachdem sie gegessen hatten, sind sie geistlich gestorben. War der Heilige Geist nicht mehr in ihnen. Und sie wurden aus dem Garten herausgetrieben. Aber die einzigen Leute, die herausgetrieben werden würden aus dem himmlischen Paradies, aus dem 5. Paradies Gottes. Und dieses Paradies kommt noch als endgültiges Paradies, worin wir als die 5 weise Jungfrauen oder als Braut Jesu Christi mit ihm alle wunderbare Sachen genießen werden, bis in alle Ewigkeit, ja in seine kostbare Gegenwart. Werden ausgeschlossen sein, die 5 törichte Jungfrauen, zusammen mit allen Heiden. Die Heiden sind die Leute, die mit Christus nichts zu tun haben wollten, nicht an ihn glauben wollten. Und so werden sie weitermachen bis zum Ende ihres irdischen Lebens. Dann wird der physischen Tod kommen und sie werden vor Gott stehen, vor seinem endgültigen Gericht bei Jesu Christi Wiederkunft, nach seiner Wiederkunft, um gerichtet zu werden, um in die Hölle geworfen zu werden. Aber was so tragisch ist, die 5 törichten Jungfrauen hatten auch gedacht, wir sind bereit. Wir gehören Christus, wir haben Lampen, wir haben Öl, wir haben Licht. Er ist unser himmlischer Bräutigam, wir sind durch sein Blut gereinigt worden, hatten sie verkehrterweise geglaubt. Und wir wissen, wir haben die schon gelesen, als der Bräutigam plötzlich kam, waren sie nicht bereit, hatten sie keine Reserve von Öl gehabt, das Licht ihrer Lampen lösten aus. Und sie konnten nicht dies von den weisen Jungfrauen kaufen, deswegen kamen sie zu spät, sie waren schon ausgeschlossen und die 5 weise Jungfrauen, alle diese Millionen von ihnen, waren schon mit Christus bei dem Hochzeitmahl des Lammes, die anderen ausgeschlossen und sie hatten angeklopft, die Törichten, und gesagt, Herr, tue uns auf. Er hat aber erwidert, Vers 12, er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ihr wart niemals Teil gewesen von meiner wahren, köstlichen, geistlichen Braut. Ihr wart nicht bereit, um euch zu prüfen, als der Pastor gepredigt hat und die anderen Christen euch gesagt haben, prüft euch selbst, ob ihr wahrlich im Glauben seid. Laut 2. Korinther 13, Vers 5. Ihr habt einfach angenommen, ihr gehört zu meiner Braut. Dies ist nicht der Fall. War nicht der Fall. Deswegen, ich kenne euch nicht und ihr werdet ausgeschlossen bleiben und in die Hölle landen. Und deswegen hat der Jesus gesagt, Vers 13, darum wacht, denn ihr wisst nicht weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Und es gibt noch immer die Gefahr, dass wir als die zu den weisen Jungfrauen gehören, zu den klugen Jungfrauen, als Teil von wahre Teil, echte Teil von Jesu Christi, dass wir unsere Gedanken abgelenkt werden von den himmlischen Bräutigam durch allerlei Dinge. Der Satan sorgt dafür, unser übrig gebliebenes sündhaftes Fleisch verursacht dies auch. Und wir brauchen diese Anspornungen bezüglich der Herrlichkeiten, die wir in der Stelle Epheser 1, Vers 1 bis 23 finden, um wieder aufs Neue auf Christus gerichtet zu werden, ganz motiviert und ganz eifrig gemacht zu werden durch den Geist des Christus und durch Christus selber, durch das Wirken vom Heiligen Geist und durch den himmlischen Vater, um wieder auf Christus gerichtet zu werden wie nie zuvor, um letzten Endes doch, trotz aller Widerstand und Folterungen, die wir hier erleben, und Ablenkungen von unseren Feinden, die durch den Feind ausgenutzt werden zu diesem Ziel und Zweck, bereit zu sein, zu genau richtiger Sekunde bei seiner Wiederkunft,
wenn wir diese geistliche Welle begreifen werden, die wir heute und auch nächstes Mal, so Gott will, behandeln werden, werden wir zugerüstet werden, um zu genau richtigen Stunde, ja Sekunde, Christus zu begegnen, um in den Himmel hineinzugehen mit ihm, in dem himmlischen 5. Paradies. Und wir werden uns freuen und er wird sich freuen. Hier müssen wir es tun, hier und jetzt, für dort und dann, um dort alle Köstlichkeit, Herrlichkeit und Glückseligkeit mit ihm und mit dem Vater und miteinander zusammen erfahren, genießen zu können. Es ist nicht so entscheidend als dies. Aber nochmals, ich fange an mit Vers 3 von Epheser 1. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Was für eine kostbare Bezeichnung. Er ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Christus, Jesus gehört Gott. In dem Himmel jetzt wieder, weil er ist wieder bei dem Vater, wieder in dem Bosom des Vaters. Wieder mit dem Vater zusammen, ganz in Harmonie auf dem himmlischen Thron, um mächtiglich hier, zu wirken auf Erde. Aber zuerst die kostbare, perfekte, reibungslose Liebesbeziehung als erste Liebesbeziehung, die sie miteinander haben und behalten. Und deswegen in der Harmonie, mit einer absoluten Harmonie miteinander zusammenarbeiten und auch gearbeitet dadurch Paulus als berufener Apostel, um die Mitglieder der Epheser-Gemeinde von damals und auch uns, die heute zu seiner Braut gehören, Christi Braut, anzuspornen, zuzurüsten, um genau richtig zu handeln, gemäß was wir hier aus dieser Stelle heute und nächstes Mal lernen werden. Kostbar. Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist auch unser Gott und Vater, aber Gott und Vater vom Herrn Jesus Christus auch. Die sind ganz in Harmonie miteinander bezüglich des Ratschlusses Gottes. Aber ich gehe weiter. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen, wo? In den himmlischen Regionen, in Christus, nicht außerhalb Christus. Gott sagt, ihr seid gesegnet worden, schon. Es ist schon eine Tatsache. Es ist schon eine Realität. Jetzt und hier, in dieser Weltzeit. Ihr seid auf der Erde, ich und mein Sohn, und der Heilige Geist sind in dem Himmel, aber der Heilige Geist ist auch bei euch, in eure Herzen, und deswegen sind wir auch bei euch geistlich anwesend, nicht physisch. Aber wir richten euch zu von Himmel herab, um euch gut vorzubereiten, um Christus über alles mit mir zusammen zu lieben. Und die anderen Dinge, die von weniger Bedeutung ist, absolut weniger Bedeutung im Vergleich zu Christus, im Verhältnis zu Christus und zu mir, an der ersten Stelle zu halten, weil ihr sollt merken, dass ich als himmlischer Vater hat alles bestimmt, vorherbestimmt von der Ewigkeit her. Es gab keine Zeit, dass ich nicht daran gedacht habe, diese Menschen habe ich auserwählt aus den Heidenvölkern, aus den Juden, um meine Söhne zu sein, meine Töchter zu sein, aber nicht nur dies, auch Teil von der Braut meines geliebten Sohnes zu sein, bis in alle Ewigkeit. Er wollte so gerne diese Braut bekommen. Ich habe ihm gesagt, mein Sohn, ich schenke dir diese Braut, so eine Braut. Sie werden rein und heilig und tadellos sein. Und bei deiner Wiederkunft, wir werden, ich und du zusammen, werden in der Kraft vom Heiligen Geist, der jetzt in ihnen auch wohnt, seit Pfingsttag mächtiglich wirken, um ihnen dazu zu befähigen, um sie gut vorzubereiten. Und letzten Endes zu genau richtiger Zeit, wenn Christus kommen wird, bereit zu sein, um mit ihm zum Hochzeitsmahl hineinzugehen. Und die Tür wird geschlossen werden. Die anderen werden ausgeschlossen bleiben. Wir werden alle zusammen in dem Himmel bleiben.
Und es wird kostbar sein und herrlich. Und das wird mein Herz sättigen, das Herz meines Sohnes. Absolut unendlich kostbar wird es sein und auch für euch. Liebe Geschwister, wir brauchen dies, um aufs Neue angesprochen zu werden. Um genau zu handeln, wie wir handeln sollen, um richtig zu wachen und zu beten, um nicht verspätet dort anzukommen und bereit sein bei seiner Wiederkunft. Zeit ist schon für uns haben, aus dem geistlichen Schlaf aufzuwachen, hat Paulus gesagt in einem Sendschreiben. Aber wir lesen weiter. Epheser Kapitel 1 und Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Unser Gott und Vater, unser himmlischer Bräutigam ist so absolut freigebig. Sie haben uns alles schon geschenkt, die sie selber erfahren haben, außerhalb, dass wir, mit der Ausnahme davon, dass wir nicht Gott werden würden wie sie. Ich erwähne zu euch, was diese geistliche Segnungen alle beinhaltet oder welche geistlichen Segnungen es gibt. Christus hat Freude erfahren als der Stellvertreter Gottes, weil Gott erfährt immer, okay, lassen wir sagen, Friede. Friede, Gott ist der Gott des Friedens. Er hat immer Frieden, er ist ruhig, er ist immer ungestört und es ist eine positive Erfahrung. Gott des Friedens, er hat diese Friede erfährt er und genießt er immer. Sein Sohn hat ihm so offenbart. Christus hat auch seine Frieden immer erfahren. Er war nur am Kreuz geworden und ruhig geworden. Und im Garten Gethsemane. Und er hat gesagt, ich schenke euch meine Frieden, nicht für die Welt, schenke ich euch. Seine übernatürliche Frieden aus dem Himmel. Zweitens, dieser Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist ist die wahre Liebe, die himmlische Liebe, die nicht natürlich menschliche Liebe. Und er schenkt uns, er hat uns diese Liebe geschenkt. Wir lesen doch, wir kennen dies doch bei dieser Zeit, oh Geschwister in Christus. Geliebte Geschwister im Herrn Jesus Christus. Teil von seiner himmlischen Braut. Teil von den 5 weisen Jungfrauen. Wir haben doch gesehen, Römer 5, Vers 5 mehrmals in der Vergangenheit. Er hat diese Liebe als Gottes Liebe, als Liebe des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes in unseren Herzen ausgegossen, in unseren neuen Herzen, die er uns geschenkt hat. Drittens, Christus hat Gottes Gnade erfahren, weil Gott der Vater ist der Vater aller Gnade. Hat Christus Gottes Gnade gebraucht, als er auf der Erde war? Weil er war doch sündenlos, blamlos und frei von allen Sünden. Er hat keine Sünde getan oder gekannt. Nicht beinahe. Er war voll heilig als Gott und als Mensch, weil als Gott ist er ist Gott geblieben, als er hierher kam, um uns das Lösegeld für uns zu bezahlen, um gerettet zu werden aus dem Sündenslamm, um Gottes Sehnentöchter zu werden. Ja, die Antwort ist, Gottes Sohn hat hier auf dieser Erde, in diese sündhafte Welt Gottes, die Gnade seines Vaters gebracht, um alle Versuchungen zu widerstehen. Er war dafür vollständig abhängig von seinem Vater geblieben. Er hat Gottes Gnade gebracht, um die Stimme des Vaters zu hören, für was er jeden Tag tun musste, um die ermüdeten, ermatten zu erquicken worden, um die Verlorenen zu erretten und die ermüdeten, ermattet geworden sind, von den Auserwählten, mit Worten zu erquicken. Dies kennen wir doch aus Jesaja Kapitel 15. Aber wir haben auch diese Gnade, brauchen wir jeden Tag, wie er es gebraucht hat. Viertens, Weisheit. Wir lesen, dass Christus uns zu Gottes Weisheit gemacht worden ist, weil Christus hat die Weisheit von seinem Vater gebraucht für alles, was er tun musste, wann und wie. Nicht nur Erkenntnis hat er gebraucht, sondern auch Weisheit. Und
Wir haben dies gemeinschaftlich mit Christus. Christus, der Bräutigam, ist unsere Weisheit, wie er die Weisheit des Vaters gebraucht hat für alles, was er hier tun musste in dieser Welt, 3,5 Jahre lang. Ewiges Leben, er ist das ewige Leben, lesen wir in dem 1. Johannesbrief. Und ewiges Leben hat er uns geschenkt, weil er aus dem Toten auferstanden ist, nachdem er seine Heilswerke vollständig hat am Kreuz Golgatha. Dieses Leben, dieses ewige Leben, sagt Apostel Johannes in dem 1. Johannesbrief, ist in seinem Sohn, ist in Jesus Christus. Seht ihr alle die Ähnlichkeiten, was wir alles mit Christus teilen, wegen des ewigen Ratschlusses Gottes. Dann Freude. Christus hat viel Freude erfahren, als er hier war. Es war seine Freude, um Gottes Wille, die Wille deines Vaters tun. Und er sagt, ihr erfährt auch meine Freude. Und bei meiner Wiederkunft werdet ihr überwältigend meine Freude erfahren. Weil wie können wir anders als weise Jungfrauen nach alles, was er für uns getan hat, verständig hat in dieser Welt, am Kreuz Golgatha, bis er ausgerufen hat, es ist vollbracht. Und jetzt ist er in dem Himmel, nach seiner Himmelfahrt, nach seiner Einsetzung, um unsere nicht nur Friedenfürst zu sein, sondern auch uns seine Freude zu schenken. Jede weise Jungfrau. Wie kostbar. Erfährst du dies? Er ist doch auch unser Freudenfürst und unser Friedenfürst dazu gemacht worden durch den Vater. Wie freigebig sind sie? Wie unendlich lieben sie uns mit ihrer Sonderliebe? Was brauchen wir noch in dieser Weltzeit, um als Jungfrauen vorwärts zu kommen, um Christus zur richtigen Zeit zu begegnen zu können bei seinem zweiten Kommen? Sieg auf Sieg und um mehr Doppelte überwinden zu werden. Dies, weil Christus dies gelernt hat. Mein Vater, lass mich siegen in jeder Schlacht, weil der Satan hat durch die Pharisäer und Schriftgelehrten die Israeliten ihm angegriffen und er hat den Sieg bekommen, bis er den endgültigen Sieg bekommen hat, nachdem er aus dem Toten auferstanden ist, nachdem er zum Himmel aufgefahren ist, nachdem er eingesetzt worden ist in dem Himmel, als Herr und König auf dem Thron seines Vaters von dort mächtiglich zu wirken, um unseren als die Auserwählten. Gemäß, was wir auch kennen, Hebräer Kapitel 6, Vers 19 und 20, als Vorläufer, ja, ist er für uns hinten den himmlischen Vorhang reingegangen, um uns vorzubereiten und zuzurüsten, um richtig auf den Rennbahn Gottes zu rennen, bis wir ins Gott hineinhelfen mussten, etc. Er hat mehrmals wenig geschlafen. Um Mitternacht ist Nikodemus zu ihm gekommen. Er konnte nicht schlafen, durfte nicht, er wollte auch nicht schlafen. Er wollte durch die Wille seines Vaters tun, weil er musste über die Wiedergeburt belehren und letzten Endes hat er diesbezüglich auch Erfolg bekommen und ist Nikodemus errettet worden. Aber wir brauchen auch Kraft. Wir sind so schwach. Mehrmals. Je älter wir werden, je mehr brauchen wir auch physische Kraft, aber geistliche Kraft auch. Und Christus ist unsere Kraft, weil er erfahren hat als Mensch, wie schwach er geworden ist mehrmals, um unsere Kraft und Stärke zu werden. Okay, nächste Sache, nächste Realität. Mehrmals fühlen wir uns schon ganz geistlich, im Geistlichen sind ganz bankrott. Wir haben keine Reservekraft, es ist also wir keine Reserve vom geistlichen Öl in unseren Lampen haben, dazu befähigt, dies geschenkt durch den Heiligen Geist. Und dann kommt Christus als die Kraft Gottes. Wie Paulus es erwähnt hat, er schenkt uns seine Kraft aus unserer Schwachheit, um dieselbe Erfahrungen zu haben als Christus, bekräftigt durch den himmlischen Vater, durch das Wirken vom Heiligen Geist und auch durch Jesus Christus als unser kommender Bräutigam. Okay, auf Englisch Guidance, geführt und geleitet zu werden. Ein Schritt pro Mal.
hat der Herr Jesus gebraucht. Der Vater hat ihm dies gelernt. Und er lehrt uns dies, der Herr Jesus, weil er dies erfahren hat als Mensch, wie kostbar. Okay, dann Gottes Gnade haben wir schon behandelt. Vergebung haben wir gebraucht, oder? Wir waren in den Sündenslamm, weil wir sind Nachkommen von dem ersten Adam. Und was hat Christus gemacht? Er hat den Preis für uns bezahlt. Er hat ausgerufen am Kreuz, es ist verbracht, um uns Vergebung der Sünden zu schenken. Wir haben an den Mittwochabenden gelesen, wie er diese gelähmte Mann von Lukas Kapitel 5 gesagt hat. O Mensch, o Freund, o Kind, deine Sünden sind dir vergeben worden. Kannst du dich noch erinnern, mein Bruder in Christus, oh, geliebte Schwester in Christus, wie kostbar es war, als er dir dies geschenkt hat? Dies braucht jede der 5 weise Jungfrauen. Und wir müssen daran erinnert werden, dann werden wir aufs Neue angespornt werden durch den Heiligen Geist, um eifrig zu bleiben, um vorwärts zu kommen, um die großen Konsequenzen von dieser Vergebung, von der Sünden unserer Gegenwart, unserer Vergangenheit, unserer Zukunft in dem Himmel genießen zu können. Halleluja. Wo der Bräutigam und sein Vater und die anderen Geschwister sein werden in der Kraft vom Heiligen Geist. Gerechtigkeit. Christus ist für uns zur Gerechtigkeit gemacht worden. Wir haben aus Jesaja 55 gelesen, Christus ist in den Gerichtshof getreten mit seinen Feinden, als sie ihn kreuzigen wollte, als die römischen Soldaten auf ihn gespuckt haben. Und er ist deswegen, als er am Kreuz Golgatha hing, auch zu unserer Gerechtigkeit gemacht worden war. Wir haben gesehen, wie er das Kleid der Gerechtigkeit für uns genäht hat, von oben bis unten, und jetzt sind wir bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Er ist auch die Wahrheit Gottes. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit hat er immer verkündigt und er war selber Gottes Wahrheit, als er hier war. Und jetzt erfahren wir ihn als die Wahrheit und er lehrt uns alle Wahrheiten vom Neuen und vom Alten Testament. Gemeinschaft mit Gott, kostbare, intime Gemeinschaft mit Gott, dem Vater hat er erfahren. Deswegen, weil er alles für uns verdient hat, gegen den teuersten Opferpreis am Kreuz Golgatha, weil er sein heiliges Blut dort vergossen hat. Für uns. Dies lesen wir, bevor ich meinen Satz vervollständigen. Zuerst Epheser Kapitel 1, Vers 7. In ihm, in Christus, haben wir die Erlösung, die Errettung durch sein Blut. Spurgeon hat irgendetwas wie Folgendes gesagt. Der Weg der Menschen, die gerettet werden, geht durch den Weg vom Kreuz Golgatha. Kreuz Golgatha, und was der dort hing für uns als Mensch und als Gott, ohne Scham, und wo er sein heiliges Opferblut vergoss für uns, hat den Preis bezahlt, und jetzt können wir mit Paulus zusammen Jubeltöne, mit Jubeln sagen, in ihm, in Christus haben wir schon die Erlösung durch sein Blut. Wir haben die Vergebung der Übertretungen. Die Vergebung aller deine Sünden kannst du nicht wieder verloren, obwohl wir unter dem Strom von Jesu Christi Blut leben sollen, laut 1. Johannes 1, Verse 7 und 9, weil wir noch so häufig sündigen wegen unseres sündhaften Fleisches. Im Prinzip wird er nie wieder denken an die Sünden, der Vater auch nicht. Dies haben wir gelesen in Hebräer Kapitel 8 und Hebräer Kapitel 10. Es ist nicht kostbar, absolut unendlich, unbeschreiblich kostbar. Wir haben nicht nur die Errettung, wir haben auch die Vergebung der Sünden von unserer Vergangenheit, unserer Gegenwart, unserer Zukunft, und dies können wir nicht wieder verlieren. Dies ist Gottes Zusage an uns, weil sein Sohn in absoluter Liebe den Preis bezahlt hat, aber der Vater und der Sohn
mit dem Heiligen Geist zusammen waren in absoluter Einmütigkeit, bleiben in Einmütigkeit in ihrer Sonderliebe zu uns. Deswegen dienen wir ihnen eifrig in der kostbaren Wiederliebe, wodurch wir ihnen gefallen. Wir denken an, was am Kreuz Golgatha für uns getan hat. Wie er ausgehalten und nachdem sein Vater ihn verlassen hat, nachdem er ausrufen musste, letzten Endes, mein Gott, hast du mich verlassen, konnte er letzten Endes ausrufen, es ist vollbracht und jetzt ist er in dem Himmel, wartet er dort auf uns. Ihr Verlangen steht nach uns und unser Verlangen steht nach ihnen, aber dies muss verstärkt werden. Dies finden wir doch in dem Hohenlied. Aber dann kommen wir zu Vers 9 von Epheser Kapitel 1. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Ja, die törichten Jungfrauen kennen wir dies nicht, aber weil er uns neu erschaffen hat und seinen Geist geschenkt hat. Die größte Gabe Gottes ist den Heiligen Geist, der er uns geschenkt hat bei unserer Wiedergeburt. Und nach Pfingsten erfahren wir diese Kraft in ihrer Fülle gemäß der Verheißung von Pfingsten. Die Apostel Petrus und die anderen es erfahren hatten, laut der Geschichte von Apostelgeschichte 2. Macht er uns seinen Willen bekannt. Und die Jungfrauen, die törichten Jungfrauen, die nicht wahrlich errettet sind, wissen nichts davon. Die Heiden verstehen nichts davon. Dies ist ein Zeichen von neues Leben, dass wir merken, er macht seinen Willen uns bekannt und wir genießen dies so, wir sind so glückselig dann. Wir fühlen es nicht, wir erfahren wenig Freude über die Dinge der Welt, aber die Freude über diese geistlichen Realitäten, die er uns immer mehr offenbart, fortschreitend ja, macht uns unendlich froh und begeistert, als Beweis, dass er uns errettet hat. Er lässt uns nicht im Stich. Diese Dinge finden nicht automatisch statt. Er offenbart sich jedes Mal mehr und mehr aus Gottes Wort und wir verstehen immer mehr von seinen Willen, von alles. Allem, was wichtig und entscheidend ist. Die anderen Dinge, die Dinge dieser Welt sind eigentlich von weniger Bedeutung. Für die 5 weise Jungfrauen, für die 5 törichten Jungfrauen sind diese Dinge sehr entscheidend. Kann wer sehen. Aber ich muss es wieder mit Vers 9 zusammenlesen. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, hat in ihm, in Christus. Ja, Gott macht alles nach seinem Wohlgefallen. Niemand hat ihm dazu gezwungen, niemand kann Gott zwingen, aber er wollte dies von der vergangenen Ewigkeit her, ehe die Welt war, haben. Dies will ich tun, weil ich möchte euch als meine geliebte, kostbare Söhne und Töchter bekommen. Mein Sohn braucht ihr nicht nur als Herrenbrüder, als seine Brüder in ihm, aber er braucht euch als seine kostbare geistliche Braut. Und dies hat dem Vater wohlgefallen, dem Herrn Jesus wohlgefallen, dem Heiligen Geist wohlgefallen. Und dies bleibt so. Lass wir immer die Anwendung machen und mit Christus im Einklang bleiben diesbezüglich. Lass diese Dinge uns wohlgefallen, weil wir so nah an ihnen leben. Vers 10. Von Epheser Kapitel 1. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Doppelpunkt. Alles unter einem Haupt zusammenfassen in dem Christus. Christus bleibt in dem Mittelpunkt vom Plan Gottes, von dem Ratschluss Gottes. Ja, ich lese weiter, Teil 2 oder Teil 3 von Vers 10. Sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Alles in dem ganzen Universum Gottes wird ihm noch dienen, ihn noch anerkennen als den Herr aller Herren, König aller Könige. Auch diejenigen, die in die Hölle landen werden, nach seiner Wiederkunft. Aber wie werden wir uns freuen? Wir freuen uns darüber, als Teil von den 5 weise
Mädchen oder Jungfrau. Reingemacht durch sein Blut und durch seine Arbeit für uns am Kreuz, bis er ausgerufen hat, mit Freude. Es ist vollbracht, in Triumph hat er dies ausgerufen. Wir triumphieren auch auf diese Weise. Wir bleiben noch mit Christus in allem in Einklang. Vers 11 sagt Paulus hier von Epheser 5, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben. Ja, er hat für uns eine Erbe vorbereitet. Wir werden all diese Dinge erben. Frieden, Liebe, Gnade, Gemeinschaft mit Gott, geistliche Unterscheidungsvermögen, 5. Paradies, ewige Köstlichkeiten, die Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus in dem Himmel, Lobgesänge, neue Lieder, mächtige Diensten in aller Herrlichkeit für ihn, während wir sein Angesicht sehen werden. Dies alles hat er für uns verdient, dies alles nach dem Vorsatz Gottes, des Vaters. Wie kostbar ist diese Liebe. Aber jetzt kommen wir, wie ich gesagt habe, zu den wichtigsten Versen. Ich lese wieder Vers 11. In ihm, in Christus, in welchem wir auch als ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles will, nach dem Ratschluss seines Willens. Dies bedeutet auch, dass nichts findet statt, die er nicht vorherbestimmt hat. Und alles, was er vorherbestimmt hat, findet statt. Jede Sache. Er hat alles geplant. Bis in den feinsten Einzelheiten. Und deswegen haben wir diese Zuversicht. Er kann sich nicht irren. Er hat die Kontrolle. Der Satan ist besiegt worden. Die bösen Geister sind um unseren Willen besiegt worden. Und deswegen werden wir Teil sein von den 5 weisen Jungfrauen und nicht von den 5 Törichten. Der Satan wird uns nicht verführen können. Er wird die Tage verkürzen in den Endzeit, kurz bevor Jesu Christi wiederkommt, der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, um uns in Christus hineinzustellen. Wie glückselig macht dies uns? Wie groß wird überwältigend wird unser Verlangen nach Christus, wie sein Verlangen nach uns steht. Immer und ausnahmslos. Vers 12. Der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Und dann Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Ja, wir sind neu erschaffen worden, um Christus diesbezüglich auch immer ähnlicher zu werden. Er ist hierher gekommen zum Lob der Herrlichkeit des himmlischen Vaters. Und dies ist auch unsere Bestimmung, damit auch wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen. Und wie hat er sich schon durch uns verherrlicht? Durch unsere Liebe als Sonderliebe, durch unsere Gnade, die wir in anderen bewiesen hatten und all diese kostbaren Sachen. Und wir hatten die Menschen gesehen, auch die Verlorenen, wir sind anders als sie, weil der Herr hat uns anders gemacht, haben wir ihnen gesagt. Es hat gestrahlt auf unser Gesicht, hoffentlich doch. Es sollte immer mehr stattfinden, weil dies ist Teil von Gottes Ratschluss. Er will es haben, dadurch allein machen wir ihm glückselig und auch dem Herrn Jesus erfahren sie die große Freude darüber. Und deswegen werden sie uns dann nicht so häufig züchtigen müssen, nur reichlich segnen können. Okay. Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf dem Christus gehofft haben. Ja, die Juden sind zuerst gerettet worden, weil sie haben das Alte Testament gehabt. Sie hatten auf dem ersten Kommen von Herrn Jesus gehabt. Sie waren die Erstlinge von der geistlichen Ernte. Aber Paulus schrieb hier zu den Heiden in Ephesus auch. Und sie werden auch Teil sein von dieser Ernte. Aber jetzt kommen wir zu Vers 13. In ihm seid ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ja, wir sind zuerst errettet worden, weil er hat uns sein Wort begreifen lassen.
Er hat uns wirksam berufen. Im Fall der törichten Jungfrauen in den Heiden ist dies nicht stattgefunden. Keine wirksame Berufung. Bloße Worte, als ich Gottes Wort hörte. In unserem Fall wirksam und herrlich. Und wir wollen so gerne glauben, hatten geglaubt, sind errettet worden. Er hat Erfolg bekommen, weil er den Preis dafür am Kreuz bezahlt hat, als Zeichen seiner und als Beweis seiner ewige Sonderliebe zu uns, Sonderliebe des Vaters zu uns. Wir sind wahrlich gläubig geworden, errettet worden. Dann sind wir danach versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Merkt, o Christen, Gottes größte Gabe an uns ist den Heiligen Geist, weil als er uns den Heiligen Geist in unsere Herzen schenkte bei unserer Wiedergeburt und die Fülle vom Heiligen Geist erfuhren wir nach Pfingsten wie Petrus und die anderen. Mehrmals sind wir wie betrunkene Leute, die nur den neuen Wein von dem Hohelied Kapitel 1 trinken wollen und mehrmals und von Zeit zu Zeit trinken. Sind wir so begeistert, um Gottes Wille zu tun, aber nachdem wir mehrmals gelähmt worden sind, mutlos geworden sind, müde und matt im geistlichen Sinn gemacht worden sind, sagt er, ihr sollt dies alles studieren. O weise Jungfrauen, dann werdet ihr aufs Neue wiederbelebt werden, angespornt euch fühlen, eifrig mit allem Eifer dem Herrn dienen, meinen Sohn, den Sohn meiner ewigen Liebe dienen, weil wer mein Sohn dient, dient mir und darüber freuen uns mehr als über alles andere. Okay, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratio seines Willens, Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Vers 13, in ihm seid auch ihr. Die anderen Christen auch, aber ihr auch. Wir auch, liebe Geschwister. Nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Die Verheißungen Gottes, der Heilige Geist ist der Geist der Verheißung. Die Verheißungen Gottes macht er lebendig in unsere Gedanken, in unserem Herzen. Und dies macht uns so froh und dankbar. Ein Prediger in Amerika sagte, er kam einmal bei einer Freizeit in den Bergen zu einem Mann, er war teilweise gelähmt. Seine eine Arm und sein ein Bein war gelähmt. Und er hat sich so geschämt und er hat so negativ geklungen, er hat Gott beschuldigt, er war bitter gegen Gott. Warum hat Gott mir dies angetan? Warum kann ich nicht wie andere Menschen frei sein von Krankheiten? Ich will auch Sport machen, ich will auch beide Hände haben, die Leute gucken mich schlecht an. Dieser arme, gebrechliche Mann, er ist so behindert. Und dann hat er die Weisheit von Gottes bekommen. Von Gott, weil er dies von ihm erbeten. Und er hat gesagt, weißt du was? Wenn du zum Herrn Jesus kommen wirst und an ihm wahrlich glauben, durch seine Befähigung, wirst du merken, plötzlich ist alles anders geworden. Alles ist neu geworden. Du wirst nicht mehr bitter sein. Du wirst merken, jetzt merke ich, Gott hat einen Plan, weil wir lesen von Gottes Ratschluss hier. Verstehst du, dann wirst du wissen, ich bin Teil von dem Ratschluss Gottes. Er wollte mich von aller Ewigkeit für sich selbst haben. Er wollte mich retten, mir für sich selbst bekommen. Christus wird deine Bräutigam sein. Du wirst ein Teil von seiner Braut mit uns zusammen sein. Sofort hat der Mann, dem Herrn Jesus angenommen ist, er errettet worden. Sofort hat er die Freude erfahren. Und danach war seine Einstellung in seinem neuen Herz, vom neuen Herzen heraus ganz anders. Weil er hat gemerkt, ich bin versiegelt worden mit dem Geist der Verheißungen Gottes. Und er hat Wunderbares für mich vor, er hat einen wunderbaren Dienst für den Herrn gemacht. Und er war nicht mehr bitter, er hat so Buße getan mit Tränen, dass er so bitter war davor. Danach hat er Gott nie wieder von irgendetwas beschuldigen. Himmlischvater, dies alles hast du benutzt, um dein Wunder in mir und durch mich noch größer zu machen, um noch mehr Ehre dadurch für dich selbst und für deinen Sohn zu bekommen. Vielen Dank, dass du ihn dazu befähigt hast.
um den Preis für mich zu bezahlen. Und er hat dem Herrn Jesus gedient als Teil der weise Jungfrau bis zum Ende seines irdischen Lebens. Die sollen wir auch machen. Aber jetzt, ich mache weiter nach dieser Illustration, weil ich muss bald aufhören, weil die Zeit kurz bemessen ist für diese Predigung, für die Vervollständigung von dieser Predigt von heute Morgen. Vers 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Dass wir persönlich versiegelt worden sind, deutet darauf, versiegelt worden, geschützt bleiben deswegen gegen die Angriffe des Feindes und auch gegen die Bosheiten eures sündhaften, übrig gebliebenen sündhaften Fleisches. Ihr werdet ewiglich mehr gehören. Diese gehört zu dieser Versiegelung. Ihr seid versiegelt worden. Ihr werdet deswegen merken, Paulus hat nicht vergeblich geschrieben nach Pfingsten. Das gute Werk, womit er in euer Leben angefangen hat, als er euch wieder neu erschaffen hat, wird er vervollständigen bis zum Tag der Erlösung. Tag der endgültigen Erlösung. Ja, unsere Leiber werden erlöst werden. Unsere Leiber sind jetzt nicht erlöst worden. Unsere Seele, unser Geist ja, aber unser Leiber noch nicht. Dies wird stattfinden bei das herrliche zweite Kommen des vom Herrn Jesus Christus. Und wie werden wir uns darüber freuen? Apostel Petrus hat darüber geschrieben, bei sein Kommen werdet ihr euch jubelnd freuen. Diese Freude haben wir jetzt, aber nicht beinahe in dem Maßen, wo wir es jetzt dort erfahren werden. Wir lesen in dem Johannesevangelium, der den Preis bezahlt hat. Gott, der Vater, hat ihm versiegelt. Versiegelt in dem Sinn, dass er seine Heilsleistungen, die er verständlich hat an unserer Stelle, die Gültigkeit davon ewiglich bleiben werden. Für diese Weltzeit und für die ganze Ewigkeit. Nichts davon, kein kleiner Teil davon kann überhaupt und wird überhaupt rückgängig gemacht werden. Niemand kann es rückgängig machen. Nicht der Satan, nicht die bösen Geister, nicht wir selber. Niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Wie kostbar. Aber dann lesen wir auch in dem Johannesevangelium. Wer an den Sohn Gottes geglaubt hat, hat bestätigt, hat versiegelt, dass er der Erlöser der Welt ist. Dass er auch unser Erlöser ist. Es ist in Granit gegossen, was wir gesagt haben, als wir geglaubt haben, mit dem Glauben, der uns aus dem Himmel geschenkt hat. Haben wir es versiegelt. Diese Versiegelung kommt von dir, himmlischer Vater, aber wir sind mit dir in Einklang. Der Herr Jesus hat so einen teuren Preis bezahlt, er hat so viel Erfolg bekommen, es ist in Granit gegossen, dies haben wir auch bezeugt, nicht nur du, himmlischer Vater. Wie dankbar sind wir für dieses Vorrecht, oh liebe geliebte Geschwister. Und ich mache Schluss jetzt. Vers 13, ihr seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig würdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Vers 14. Der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob der Herrlichkeit des himmlischen Vaters und zum Lob der Herrlichkeit Jesu Christi durch das mächtige Wirken vom Heiligen Geist. Heiligen Geist der Verheißung, glaubst du diese Verheißungen? Hast du mehrmals gezweifelt, ob du Gottes Kind geworden bist, weil du mutlos geworden bist, deine Gedanken waren abgelenkt. Dann hat der himmlische Vater, der Jesus dich gezüchtigt. Aber im Licht von was wir heute vernommen haben,
müssen wir dafür beten, dass wir dadurch, was wir alle, diese kostbaren Tatsachen, die in Granit gegossen sind, und auch bezüglich die Verheißungen Gottes, lass uns aufs Neue eifrig gemacht werden. Oh Herr Jesus, tue dies doch in uns von Himmel herab. Aber vielen Dank, du bist auch bei uns anwesend, wenn wir uns versammeln, wo 2 oder 3 in deinem Namen versammelt sind. Und dann letzten Endes Vers 14. Der Heilige Geist ist auch das Unterpfand unseres Erbes. Dies bedeutet, wir haben nur die erste Kaution bekommen, nur ungefähr 10% von dem, was er mit dem Kaufpreis seines Blutes, seines Heilswerkes am Kreuz bezahlt hat für uns. Der Rest kommt noch in der Zukunft. Hier in dieser Welt, hier und jetzt ja, immer mehr Freude, immer mehr Gnade, immer mehr Liebe, immer mehr Christus zeigen und andere Leute gnädig sein und vergeben. Und dann strahlt Christi Herrlichkeit durch uns und so auch die Herrlichkeit des himmlischen Vaters. Aber in dem Himmel werden wir die andere, was nicht eigentlich 90%, 98,9% mehr davon genießen. Vollkommen bis in alle Ewigkeit, weil alles in Granit gegossen ist wegen dieser Versiegelung. Und wir werden alles erhalten. Deine Freude wird so viel mehr überwältigend sein. Dein Frieden wird vollständig sein, nie wieder unruhig. Und du wirst dem Herrn dienen und deine Geliebten dienen wie nie zuvor. Lass uns überraschen lassen. Lass uns auf dem Herrn harren und sagen, Hoffnung, Glaube und Liebe bleibt unser Motto. Und wir ziehen vorwärts, um in den Himmel einmarschieren zu können, zu richtigen Moment, in dem Hochzeitssaal hinein, laut dem Gleichnis von Matthäus, Kapitel 25. Und so werden wir richtig wachen und beten und wird der Herr uns nicht überraschen auf eine negative Weise. Wir werden bereit sein und bis in alle Ewigkeit werden wir die kostbaren Konsequenzen davon genießen. Aber ich warne die anderen, die zu törichte Jungfrauen gehören, die Christi Liebe und Heilswerk verwahrlosen. Es gibt auch Leute, die dagegen rebellieren. Du musst rechtzeitig kommen, dich selbst prüfen und sagen, oh Herr, ich habe in dieser Prüfung gemerkt, hast du mir gezeigt durch diese Prüfung, ich bin nicht wahrlich errettet, ich habe nicht diese Merkmale, die Paulus in dieser Stelle erwähnt hat, die Merkmale, die Kinder, die wahre törichte, weise Jungfrauen sind, die zur wahren Braut Jesu Christi gehören. Rette mich doch, rette mich doch. Und dann wird er dich retten, wenn du ihm ernstlich einflehen wirst. Er hat doch den Preis auf ihr bezahlt. Ich schließe doch ab mit einer letzten Stelle. Letzte Tatsache, Vers 22. Und Gott hat alles Christi Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Vers 23. Die sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Hier haben wir eine kostbare Tatsache. Unendlich kostbar. Freude bringen. Wir sind Christi Fülle. Ohne uns als seine Braut kann er nichts, macht er nichts. Er hat dies, sein Vater hat ihn dazu befähigt. Obwohl er allmächtig ist, allwissend und alles machen kann. Die Entscheidung ist gefallen in dem Ratschluss Gottes. Mein Sohn wird sie werden deine Fülle sein. Und dies findet in der Praxis statt, dadurch, dass er alles, was er macht, in uns macht und durch uns. Er redet durch uns zu den Menschen, wie er es mit dem Herrn Jesus gemacht hat. Wir gewinnen die Menschen, wir beten für sie mit Tränen, bis sie gerettet worden sind. Wir ermuntern einander, wir dienen ihm über alles, wir lieben ihn über alles, warten auf seine Wiederkunft. Und die Lieder erschallen und die Leute hören wir freudig. Wir denken an, wie wir in dem Himmel singen werden. Oh, verlorener Mensch, verpasse dies doch nicht. Du hast die Gelegenheit. Aber oh, weise Jungfrau, verstehst du es?
du wirst es nicht verpassen. Aber dann musst du die Beweise in deinem Leben zeigen. Wir müssen unsere Verantwortung ausleben und Christus vollständig dienen und immer über diese Sachen nachsinnen, durchbeten, bis wir bei dem Herrn sein werden, bis in alle Ewigkeit. Soli Deo Gloria. Amen.